der Adi. Schlimmer wird's nicht mehr. Eure Kommentare, ja, das glaube ich auch, aber wahrscheinlich wird der Kopf im Verlauf vom Video noch röter. Man kennt ihn, der Adi. Let's go mit dem Video. Woo! Ich weiß auch nicht, was das gerade war. Manu, du glaubst es nicht, der Papi ist wieder da. Was? Der Papi? Ja. Die Papi. 20 ganze Jahre habe ich den Papi nicht gesehen. 1. April! Manu, du doch jetzt nicht so. Die Papi ist abgehauen, als du auf die Welt gekommen bist. Wir schreiben heute den 4. April und ich mache immer noch Witz über den 1. April. Da bin ich dabei. Alles, was Kacke ist, das ist meins, ne? Bitte das nicht klippen irgendwo. Ja, klar kommt das im Video vor. Ich hab's gewusst. 100% bin ich überzeugt, dass das normal in einem Video vorkommt. Man kennt ihn. Aber ja, eigentlich, mit dem, was ich zuletzt gesehen habe, habe ich eigentlich darum gebeten, dass man das als Clip irgendwo braucht. Aber ich bin geehrt, auf meinem 30.000 Abonnenten-Kanal kommt der Clip vor. Also wirklich, Kuss geht raus. Nein, wirklich, danke Adi. Ich bin geehrt, auf so einem grossen Kanal zu sein. Nein, und dir gratulieren zu diesen 30.000 Abos so schnell. Holy shit, Kuss. Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video live aus der Quarantäne. Was machst du denn den ganzen Tag jetzt? Viel zu Hause bleiben. Ja. Viel zu Hause bleiben, nur wenn wichtig ist, dann raus. Ja, wisst ihr Leute, ich habe mir so nichts Böses dabei gedacht und bin unter meinen letzten Videos mal so ein bisschen die Kommentare anschauen und habe gemerkt, dass die eigentlich nur Scheiß schreiben. Wie viele Emotionen willst du ins Intro packen? Adi? Ja. Oh, jetzt. Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu dem neuen Video. Aber das ist immer so. YouTuber, wenn irgendwie etwas Emotionales da ist, dann machen wir einfach jedes Mal der da hier, der da, so. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal etwas Spezielles. Heute, ja, so fängt es an, ein emotionales Video. Hebt einfach eure Fresse. Ist das Angela Merkel? You're doing TikTok. Wir haben da einige Schwierigkeiten im Augenblick. Da geht es um meine Marke Die Different. Ah, ich habe gemeint, das heisst Deutsche Bahn. Ja, Deutsche Bahn. Nein, aber der Drop von seinen Kleidern ist tatsächlich heute am Abend am 6. Also, ich probiere das Video jetzt heute noch online zu bringen. Also heute am Montag. Der Stream ist da am Sonntag. Also, verstehst du, oder? Aber ja, heute am Abend 6. ist der Drop. Oh nein, heute am Mittag, am 12. ist der Drop entweder gewesen oder ist noch. Lul, ich bin völlig lost. Aber auf jeden Fall, gönnt euch beim Adi das ein oder andere Peace. Oder einfach Kreditkarte von den Eltern fragen. 27 Likes. Es haben auch so ein paar Leute das Gefühl gehabt, dass das Logo von Die Different das gleiche Logo wie von der Deutschen Bahn ist. Und weil das natürlich Kritik ist, nehme ich das ganz ernst und habe mal aufgeschrieben, was Die Different und die Deutsche Bahn gemeinsam hat. Nach ganz viel Aufschreiben, nach ganz viel Arbeit, nach ganz viel Wissenschaft bin ich dann auf die Lösung gekommen. Und zwar absolut nicht. Aber mir sind zwei Sachen in den Sinn gekommen, die Deutsche Bahn und Die Different sicher nicht gemeinsam haben. Erstens, meine Sachen kommen pünktlich an. No front! Das sehen wir dann. Das wollte ich dann noch verifizieren. Ich bestelle mir morgen. Ich mache da wahrscheinlich das Video. Das sollte vielleicht morgen online kommen. Ich weiß gar nicht. Ich mache ein Video, wie ich probiere, im Adi seine Kleider zu bestellen. Beste Video-Idee, man kennt ihn. Aber auf jeden Fall mache ich das morgen. Probieren wir das morgen. Und dann werden wir dann sehen, ob der Shit pünktlich ankommt. Man weiß es nicht so genau. Zweitens, im Gegensatz zu den überteuerten Tickets von der Deutschen Bahn ist es der Preis von Die Different wert. Full Front, wirklich, an der Stelle. DB könnte halt auch Dieter Bohlen heißen, lol. Was hat Dieter Bohlen mit Benissimo zu tun? Jetzt bin ich gespannt. Okay, das Intro ist ja gar nicht so lang. Also, ja. Herzlich willkommen zurück zu Adissimo, Ihrer Lieblingstalkshow mit Schärfe. Unser heutiger Gast, der Dieter Bohlen. Grüezi wohl, Herr Bohlen. Herr Bohlen, Sie werden in letzter Zeit immer wieder mit der Kleidermarke Die Different in Verbindung gebracht. Was sagen Sie dazu? Da musste ich mich da erstmal so ein bisschen mit beschäftigen. Hat sie mir so 10 Minuten erzählt, was das ist. Ja. Und dann sag ich, komm, nimm Handy, ich mach. Nächste Challenge. Was ist das gsi? Was ist das für ein Einschnitt gsi? Man weiß es nicht so genau, man munkelt nur. Keine Ahnung, was das erzählen sie. Reden, Lachsmiley. Grüezi. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen zurück zu Adissimo, Ihrer Lieblingstalkshow mit Gewürz. Mit Schärfe. Herzlich willkommen. Herr Bohlen, Sie werden. Herr Bohlen. Nein, jetzt mal ernsthaft, ich kann nicht mehr reden. Völlig deplatziert, ja. Ich habe Marc auch gesagt, dass seine Videos deplatziert sind und dann hat er aufgehört mit YouTube von dem. Gute Sache gewesen, dass Marc aufgehört hat. Bereicherung für uns alle. Ja gut, eigentlich gefühlt hat er noch gar nicht aufgehört, weil der normale Intervall von Videos, die er uploadet hat, der ist genau. Also das ist noch nicht, er ist noch einfach noch ein bisschen inaktiv, hat gerade so eine kreative Phase hat er gerade nicht so. Darum kommen Videos. Alles safe. Jetzt fangen meine Eltern an zu Rasenmähen. Gute Eltern. Ja, kein Bock mehr auf das Video. Ja, wisst ihr, meine Eltern die haben manchmal so einen kleinen Tick, dass wenn ich ein Video fange an zu filmen, dann fangen sie entweder an zu Staubsaugen, den Rasen mähen, irgendwelche neue Geräte im Garten ausprobieren. Nein! Ist alles easy, Ton ist überbewertet. Der Adi einfach komplett am Flexen mit seinem WC-Rollenreichtum. Das ist ein sehr nice Stichwort, weil ich euch schon mal meine WC... Oh, my camera is dying. Dass der Adi einfach das Aushängeschild von YouTube Schweiz geworden ist. Uff. Also ich finde ein gutes Aushängeschild von der Schweizer YouTube-Szene. Also, ich hätte lieber ihn als, keine Ahnung, was ist so davon, so viele Leute an der Spitze gewesen. Keine Ahnung, er ist ja wirklich der YouTube-Don. Und davor, aber wirklich gar kein Front gegen den Lionel oder so. Aber ich finde jetzt den Adi ein besserer YouTuber im Sinn als der Lionel. Also ja, keine Ahnung. Adi auf jeden Fall Ehrenmann. Papier Collection zeigen, das ist hier aufbewahrt in der Necessaire Bag. Der Kommentar ist allgemein so ein bisschen ein Neidkommentar von der Schweizer Neidgesellschaft, wie das der Prinz Markus von Anhalt sagen würde. Da war ich 24, 24, fast 25. Da war ich schon Millionär. Ich war mit 24 noch kein Millionär. Viele Leute haben so Louis Vuitton Bags, ich habe hier die... Prinz Markus. Wie oft er sich versprochen hat. So oft hat er auch schon Prostituierte verkauft. Weiter. Das Necessaire, das finde ich sehr edel. Als erstes haben wir den Ring, den habe ich von Pampers anfertigen lassen, ein sehr gutes Angebot bekommen. Der geht jetzt hier an meinen Ringfinger. Nice Ring! Das ist jetzt nicht iced out. Das ist Rosé Gold. Dann haben wir meine Pampers Cuban Link. Zack, so. Das ist meine Cuban Link. Ich habe die Kette nicht in Iced Out wählen, weil es gibt so einen neuen Schliff und der heisst eben Scheist Out und die Kette ist jetzt eben Scheist Out. So, kommen wir zum teuersten Stück von meiner Pampers Collection und zwar ist das eine Scheist Out Uhr. Das Nice an der ist, die ist so fest am Scheinen, man sieht auf der Kamera gar nicht mehr richtig, was für nice Colors die hat, die Uhr. Das Gute an dieser Uhr ist, gerade so seit der Corona-Krise ist der Preis von dieser Uhr übel aufgegangen, von dem her, durch die Pampers Scheist Out kann ich nur empfehlen. Was ziehen wir uns hier eigentlich ein? Was ist das gsi? Ai. Ist Toilettenpapier... Nein, WC-Papier ist gar nicht mehr wirklich ausverkauft, oder? Ich war da letztens Aldi und Lidl und das ist gar nicht ausverkauft mehr. Also das ist so Anfang Corona gewesen. Mittlerweile sind die Leute auch ein bisschen auf dem WC-Papiertrip, sie sind nicht mehr so. 0 likes a day keeps Totoro away. Ja, okay, vielleicht keeps 0 likes Totoro away, aber nicht... Meine Pampers scheisst out. Also ich sag Kröpfler, nicht Spiessli. Es sind ja in den letzten paar Tagen und Wochen ein paar neue Leute zum Kanal dazugekommen und das ist eine Frage, die ein für alle Mal geklärt werden muss. Wenn man Kopf voran und mit der Hand oben am Kopf ins Wasser reinkommt, das auch so, dann heisst das Spiessli, nicht Kröpfler. Ich hatte die Diskussion schon mit dem Marc gehabt. Es ist einfach ganz wichtig, auf der... Mit mir nicht, oder was? Scheissdreck. Aber ich sage ganz klar auch, es ist nur ein Köpfler. Ey Chat, Köpfler oder Spiessli? Sagen wir mal ganz ehrlich, so, wenn du ins Wasser springst oder so, Köpfler. Ganz klar Köpfler, 100%ig. Eben, mein ganzer Chat sagt Köpfler. Das sind nur irgendwie 3-4 Gemeinden irgendwo im Baselland, die das so sagen. Aber hey, Köpfler ist the way to say it. Der gute alte Köpfler, gefolgt von der guten alten Arschbombe. Im Kanal heisst es, wenn man so ins Wasser reinkommt, dann heisst das Spiessli. Habt ihr das verstanden? Nein. Gut, mit der Brille siehst du gescheit aus. Ansitzen. Grüezi. Also, ich muss sagen, ich habe die WC-Rolle probiert. Sehr gutes Produkt, das sie haben. Warte mal. Bist du nicht der Typ von TikTok? Ja, da bin ich, ja. Du bist ja ein richtiger Spaß. TikTok.
Herr Vogt, wir sind im Gespräch. Was ist los mit deiner Kamera? Hashtag Tomatengrind. Die haben wir wahrscheinlich schon in ein paar Videos oder in ein paar vielen Videos mit einem extrem roten Kopf gesehen. Und ich habe es probiert zu verstecken. Viele YouTube-Kollegen wissen es schon. Aber ich glaube, ich muss es jetzt einfach sagen. Und zwar, ich bin der Sohn von Prinz Markus von Anhalt. Dir ist recht lang. Ich habe zu viel Blut im Kopf. Langweilig. Lachsmiley. Mehr langweilig? Nein. Ich habe diese Woche nur 20 TikToks aufgeladen. Lieber ernst genommen werden, als vom ernst genommen werden. Das habe ich aber noch nie gehört. Lieber ein Tennisposter als ein Penis im Toaster. Lieber dumm ausgesprochen als ausgesprochen dumm. Lieber 6 Stunden Schule als gar kein Schlaf. Und jetzt noch 3 Kommentare, die das Video recht gut zusammenfassen. Es ist verdammt unnötig, aber auch lustig und unterhaltsam. Hahaha, habe ich mir gerade selber. Genau das sagen ja jedes Mal bei Reactions. Kuss geht raus, dass du jetzt am Start bist. Man kennt ihn. Er weiß genau, wie es läuft. Bro, bitte hör auf, so einen Schämer. Ganz ehrlich, hast schlimmer erwartet. Kapi, vielen Dank. Nichts zu danken. Kannst du das hier wieder so reinstecken, bitte? Warte mal. Du musst das da wieder so... Drück das mal da so rein. Ach komm, ich schenk dir das. Nimm das mit. Und an dieser Stelle habe ich absolut keinen Bock mehr auf eure Kommentare. Einfach nur Capital Bra mit dem Glasclip einbauen. Wieso nicht, oder? Wehe. Irgendjemand von euch schreibt einen Kommentar unter das Video, das mich hatet. An dieser Stelle, wer es gesehen von dem Video, vergesst es nicht. Morgen, Montag 12:00 Uhr, ist der Drop von Die Different, meiner eigenen Marke. Geht vorbei, kauft euch etwas, zum Beispiel ein Fischerhut. Übrigens, im Gegensatz zu normalen Käufen in einem Einkaufsladen sind bei Die Different momentan Hamsterkäufe erlaubt. Den habe ich jetzt auch noch nie gehört. Auf Instagram, auf YouTube schon das zweite Mal. Hamsterkäufe ist gut. Yes. Leute, wir sehen uns nächste Woche. Peace. Das kann ich immer so geil machen. Peace und Blümchen. Alle, der Martin Bommeli, alle gehen kommentieren, Milo ist besser. Nein, natürlich würden nicht alle kommentieren, sofort. Ja, erste Kollektion, Die Different, eben wie gesagt. Morgen bin ich wahrscheinlich da am Start, oder beziehungsweise heute bin ich da am Start. Like ist auf jeden Fall da. Kuss, Kuss, Kuss. Abonniert den Adi Dodor, wer das noch nicht gemacht hat. Schweizer Szene muss man den kennen. Natürlich muss man den kennen. Kuss, Kuss, Kuss.